Voilà, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, selten hat Budgetdebatten, den am Vierfeld so diskutiert gehen und noch so kontradiktorisch diskutiert gehen, wie das so der Fall ist, was auch die Wichtigkeit von diesen Budgetdebatten erfährt. Herr Präsident, ich will auch ähnlich, dass wie früher die Konklusionen von meiner Rede vier sagen. Meine Konklusionen sind, wir gehen als Gesellschaft mehr Geld aus, wenn wir verdienen. Keine Spur von Nachhaltigkeit. Wir leben auf Kosten von unseren Kanner. Die Regierung hat nicht die Zukunft von unseren Kanner, mehr just den nächsten Wahltermin am Blick. Die Regierung gibt Geld weiter so aus, wie wenn es geschieht wird, an die finanzielle Zukunft vom Land mehr wie aufgesichert wird. Wir gehen heute Geld lehnen, für weiter in der Eis zu verteilen, wissen, dass als Kanner müssen an 10, 20 Jahren das Geld zurückbezahlen. Wir wollen halt, wenn möglich, nach besser Pensionen kriegen, aber wenn möglich, nach mannenlang arbeiten gehen, wissen, dass dadurch als Kanner mehr lang muss arbeiten gehen, und mehr kleine Pensionen kriegen. Von der Regierung Zukunft vom Land an die kommenden Generationen, also Kanner und Enkelkanner am Ende hat, dann hat sie ein Budget am Equilibre präsentiert, ein Budget ohne neuen Emprunt. Mit die einzige Zukunft, die die Regierung am Ende hat, als der nächste Wahltermin. So hat Herr Friede gestern gesagt, wir brauchen Mittel und langfristig gesund Staatsfinanzen. Das kann ihn mit so einer Streifchen, der Budget, den Herr Frieden aber präsentiert hat, die bewirkt aber just das Konträr. Ich will anhand von 16 Beispielen beweisen, wie fragil die finanzielle Situation von unserem Staat in Wirklichkeit ist. Erstens, Deckwerte vom Budget 2012, was die Resetten und Depensen anbelangt, wo man mit einem Defizit von über 1 Milliarde in 143 Millionen aufschließen. Wir haben hinter dem Budget von 2008 permanent ein Defizit von 1 Milliarde. Depensen klammen mehr sehr wie der PIB, und sie sind mehr hoch wie bei unseren Notbeschlägen. Die Rechnung kann nicht abgehen. Es kann in das 1 Jahr machen, 2 Jahre machen, wir haben löserlos zur Tradition. Zweiter Punkt, der PIB. Wie mit Prävisionen gemäht, wie die Regierung Prävisionen gemäht hat vom Budget, du war Prävisionen für 2011 3,2%, für 2012 2,1% vom PIB. Der Stadtkurz den 18. Oktober noch innen korrigiert, an den 24. November nach innen korrigiert, für 2011 2% und für 2012 1,4%. Am Prinzip möchte die Männerwirtschaftswachstum von 0,7%, ein Mehrvalue von ungefähr 280 Millionen und Steuerresetten an. Auch wenn die Steuerresetten nicht am Jahr 2012 bemerkbar gehen, weil der Gros davon man den Jahren donno encassiert wird, so muss man aber wissen, dass man die Mehrvalue von Steuerresetten Werte kriegen. Und auch die, weil 2010 das Jahr als noch schon zweimal noch eine revidiert ging, das heißt also auch, dass das Jahr, die Suchen, die 2011 verdient sie gehen, Männer und Steuerwerten aufwerfen, und das wird dann auch seine Konsequenzen schon 12 und 13 kriegen. Der dritte Punkt, Maastricht-Kriterien. Wir wissen alle gut, dass ein Defizit nicht über 3% gehen. Wenn wir hier gucken, als Entwicklung, die wir 2009 hat man das Administration Publique, das ist der Staat, die Sécurité Sociale und Gemengen zusammen, minus 0,9%. Wir sind leicht draufgegangen, wir sind heute bei 0,7% für das Jahr 2012. Das ist also auch da bei der Administration Publique ein relativ Stagnation. Wir haben den Staatsbudget der Administration Zentral, wenn wir 2009 bei 2,7 sind leicht draufgegangen, also sind für 2012 bei 2,6 Europagegangen. Das mit diesem Budget, ich kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Ziel für 2014 auf 0 sind an der Administration Publique, dass das nicht mehr möglich wird. Vierter Punkt, Maastricht-Kriterien, was die Verschuldung überlangt, mit 60%. General ist darauf hingewiesen, ob ein Problem, was für mich das wesentliche Problem ist, für allem, was die Finanzkrise an Europa überlangt,
weil nicht nur Lützeburg die Fehler möchten, wie die meisten Staaten machen, die Fehler, dass sie, wenn sie Emprunt abholen, kein Kapital zurückbezahlen, wir nehmen Zinsen zurückbezahlen. Das ist für mich das größte Problem, das ist für mich der größte finanzpolitische Fehler, den Lützeburg an alle europäischen Staaten machen. Schulden gehen einfach auf die nächsten Generationen aufgewandt. Staatsschulden klammern dürfen, aber ein gewissen Datum doppelt so sehr. Wenn dem Moment können, wo alle Emprunt auflaufen, aber wo neue Emprunt müssen abgeholt gehen. Lützeburg als davon betroffen, auf von 2013, und das ist also nicht mehr ganz lang, da laufen noch heute in Lützeburg praktisch alle US Emprunt auf, und es sieht nicht so dass noch aus, für das Geld, dass wir da Geld da hätten, für das können Kapital am engen Kehr zurückzubezahlen, und müssen dürfen dann, wie gesagt, neue Emprunt abgeholt gehen, neben den normalen Emprunt für das Budget vom Staat an den Equilibre zu bringen. Der Staat muss oder misst, genau wie all Bürger oder all Betrieb oder allgemein, die ein Emprunt abhält, von Anfang an auch Kapital zurückbezahlen und nicht nehmen Zinsen. Dann wird der Staat auch direkt an seinem normalen Budget mit Remboursementen vom Kapital belöht, und er gibt gesehen, ob er darf die Schuld abholen oder ob er sie nicht geht abholen. Wir sind der Meinung, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, und dürfen, Herr Präsident, deponieren wir eine Motion, wo wir verlangen, dass von der Zukunft der Staat Emprunt abhält, dass er sich auch direkt engagieren bei neuen Emprunt, Kapital direkt zurückbezahlen. Ein fünfter Punkt, für was das als Finanzsituation ganz fragil ist, oder das Budget, das ist die Überschätzung von der Recetten. Die Steuerverwaltung hat uns auch mitgeteilt, dass verschiedene Chiffren, was Recetten überlangt, Steuern überlangt, am Budget mehr hoch angesagt werden, wie die Verwaltung sie proposiert hat. Daneben muss ich nachdenken, so, dass Recetten angesagt sind, mit einem Wirtschaftswachstum, der mehr hoch vorgesehen war, wie an der Realität ist. Ein sechster Punkt, die Fragilität von unseren Finanzen, dass die TVA a priori den E-Commerce. 572 Millionen, die lang aus dem E-Commerce sollen kommen, an denen aber durch ein europäisch Direktiv dürften degressiv zwischen 2015 und 2018 wegfallen. Der Rapporteur hat nur gedeiht, dass ein Kind oder einfach theoretisch die Pert kompensieren, indem er den Gift TVA von 15 auf 18% ausmachen, für zu feiern, wie groß das die Pert durch E-Commerce am Teil von der TVA ist. Wir wollen aber direkt so, dass das für uns keine richtungsweisende Politik ist, weil eine Augmentation von der TVA für uns eine ganz unsoziale Methode ist. Auch muss ich wissen, wenn ich über TVA schwätze, dass bei der TVA rund 1 Milliarde TVA aussteht, die nicht encassiert ist, und davon 687 Millionen laut der Verwaltung nicht mehr anzutreiben sind, größtenteils aufgrund von Ursachen bei den Failliten leiden. Ein siebenter Punkt ist, sollte von der Körperschaftssteuer springen, die auch alle Jahre an Diskussionen. Wenn wir dann aber wissen, ob das 2009 zum Beispiel ein Jahr war, wo der Finanzsektor ganz wenig für nicht so bald keine Steuern bezielt, dann an aber Avance bezahlt wird, da wäre es wirklich interessant, für mal gewollt zu gehen, wer nach für Schulden absteht, ob der Staat nach einer Reihe von Betrieben hat, die suchen, müssen überweisen, oder ob vielleicht umgedreht der Staat muss auch Betriebe suchen, zurück überweisen. Der Finanzminister hat bislang als refusiert, die Informationen zu geben. Ich brauche ja nicht von Hunderten oder von Tausenden Betrieben die Analyse machen. Wir wollen die 20, 30, 40 stärksten Betriebe hält, die Steuern bezahlen, die dann noch den ganz großen Teil von der Körperschaftssteuer beziehen, dann geht es just die Betriebe gucken, dann hört den relativ sehr eine Übersicht über Schulden, ob der Staat nach Suchen zu gut oder wie viel das ungefähr ist, oder ob der Staat muss Remboursementen. Und ich fand es dürfen ein Skandal, dass wir schon jahrelang darüber diskutieren, ob ein Donner Schulden ist. Das ist ja mich die einzige Inkonnu, die wir mit den Staatsfinanzen haben, weil bei all den anderen Steuern, da sind wir sozusagen à jour mit den Steuern, das ist von just Körperschaftssteuer, wo ein Inkonnu geht, weil da eben, wie gesagt, nach kann bis 5 Jahre ausstehen. Und ich hoffe, dass wir endlich einkehren, dazu kommen, dass wir auch daran klar ist, ich kann nicht so noch ganz klar, wir können in einem Parlament
diskutieren, für neue Resetten zu machen oder für Sachen auf der anderen Seite zu spuren oder Aufbau zu machen, verlangen wir, dass verdicht eine absolute Transparenz an die Finanzen kommen. Ein erster Punkt, was dann Gewissheit von den Finanzen anbelangt, als zum Beispiel den Emprunt von 2 Milliarden, den wir bei der PGL gemieten. Du hast Laufzeit bis 2013. Das damals gesagt ging, dass weil der Staat auch am Kapital angeklopft hat von der BGL, dass den eventuell zu dem Zeitpunkt das verkaufen, die Aktie verkaufen, auf für dummer den Emprunt zu remboursieren. Kann ich also so, dass sie mal Blickteilchen vom Wert tun, sodass es noch nicht kann hingehen, an zu verkaufen, für eben den Emprunt von den 2 Milliarden zu remboursieren, mit dass man 2013 wahrscheinlich muss einen neuen Emprunt abholen, für den Emprunt zu refinanzieren, was ich für Drohnen schon gesagt habe. Eine ähnliche Situation haben wir bei der Dexen. Ich kann Ihnen sich auch vorstellen, wo, ein froh den Herr Minister, wo wir die Suen hier holen, die 100 Millionen für uns hier anzukaufen. Und ich will aber auch so, dass wir gerne wissen, was für eine Garantien, dass wir von den Leuten aus dem Katar kriegen, wenn sie die Bank überholen. Der 10. Punkt von der Fragilität von unseren Finanzen, das ist der europäische Rettungsschirm. Ich will sagen, dass auch für uns als Partei den Euro ein wichtiges Finanzierungsinstrument ist für das Land und dass wir uns nicht vorstellen, als Land ohne Euro zu funktionieren. Da muss man auch wissen, dass wir da, und das auch die Fragilität von unseren Finanzen als garantieren durch Gesetz vom 22. September von 1,15 auf 2 Milliarden absetzen. An all die Garantiewesen von Tag zu Tag können den Löserlös mit zur Konklusion, dass dann all die Garantien, dass die auch muss damit rechnen, dass die einke wirken und dass man dann einen Teil dazu auch muss bezahlen. Insgesamt, und das ist der 11. Punkt, muss man wissen, dass der Staat für 5,6 Milliarden Garantien überholt. Da sind die 2 vom Rettungsschirm und 3,6 Milliarden für den Finanzsektor dran. 5,6 Milliarden, wann kein Risiko bestehen, da bräuchten auch keine Garantien überholt sind, das sind wir uns bewusst. Jeder hofft, dass die Garantien nie brauchen anzutreten. Aber es muss aber immer wissen, wenn ihr über die Finanzpolitik mittel- und langfristig denkt, dass da ein Risiko besteht, dass die Garantien, die das für den Staat gehen, dass die auch einkehren können, zum Drohen kommen und dann ein relativ massiv, sehr Progression mit sich bringen, geben, was die Staatsverschuldung gibt. 12. Punkt, das ist der bilaterale Prä, den wir zwischen Lützeburg und Griechenland mit dem Fonds nach 4 Zeit vom Rettungsschirm zurückgeht, wo wir Griechen bezahlen als dafür Zinsen, die kommen noch regelmäßig, als gesagt ging. Aber auf der anderen Seite muss man wissen, dass das Datum, wo das Kapital soll Lützeburg zurückbezahlt gehen, da war der erste Phase geschwärzt von 2014, also aus den Delay schon über 2020 erhöht gehen. Also muss man auch wissen, dass der Remboursement von dem Kapital, was wir den Griechen noch gelehnt sind, von Tag zu Tag wie weit wegschrecken. Ein 13. Punkt, was die Fragilität von den Staatsfinanzen anbelangt, das sind die staatlichen Partizipationen an Gesellschaften, die auf den Börsen kotiert sind. Am Rapport von der Cour des Comptes gibt es eine ganz interessante Tabelle, woraus gesagt, dass binnen einem Jahr die Valeur von den Partizipationen an den Gesellschaften, die auf der Börse kotiert sind, von 2 Milliarden 176 Millionen auf 1 Milliard 471 Millionen aufgefallen sind, also 705 Millionen Männer Valeur haben. 14. Punkt, was die Fragilität überlangt, das ist, dass wir werden an den nächsten Monat mit einem Projekt de Loi befasst gehen, für die Rekapitalisation von der Lützeburger Zentralbank überlangt. Das heißt nicht gesagt, gehen erstens, und da wäre ich froh, wenn Herr Minister als Kind da vielleicht eine Antwort geben, wenn wir von einer Rekapitalisation für die Lützeburger Zentralbank schwätzen, von was für einem Montant, das wir da schwätzen, und wo wir den Montant, wie wir das Finanzament auch machen, wo wir den Montant holen. 15. Punkt Fragilität, das sind die Investitionsfonds. Wir müssen aber auch wissen, dass die Gelder, die da gebucht sind auf den Fonds, dass das keine Summen mehr sind aus den guten Jahren, aber das sind am Fonds die Summen, die danach als Ekritur stehen, das sind am Fonds Emprunt, die wir zwischen 2006 und 2012 abgeholt haben. Also ein CSV-Märchen, auch bei den letzten Chambersfällen,
für die Leute gelebt zu tun, dass aufgrund von den guten Jahren und von der Weitsicht der Finanzpolitik von der CSV, man hatte Kinder Reserven ulehen, die Reserven, die geht schon lange nicht mehr das vertraut, ob der Fonds steht, dass sie wie gesagt anbrennen, die man an den letzten 5 Jahren abgeholt. Herr Präsident, das sind 15 Punkte, die ich aufweise, für zu weisen, wie fragil die Finanzsituation vom Lützeburger Staat bei. Dabei habe ich nicht geschwärzt über das Risiko, die wir haben bei den Akzise, was Benzin und Tabak anbelangt, respektiv als Engagementen, die wir vis-à-vis von Kyoto können oder müssen holen. Der zweite Teil, Herr Präsident, dass wir dann, wenn ich abgewiesen will, Finanzsituation von unserem Land drin ist, dann muss ich feststellen, dass sie ganz, ganz fragil ist. Wir müssen also nicht nehmen 1 Milliarde Defizit pro Jahr am Zentralstaat. Wir haben eine ganze Reihe von Inkonnuen, was Finanzpolitik anbelangt, eine ganze Reihe von Punkten, wo keiner kann halt genau so wie dann 1, 2, 3 oder 4 Jahre ausgesagt. Und dafür ist es unverantwortlich, als Meinung noch, dass die Regierung mit diesem Budget Ried 404, wie wenn nicht, wie wenn kein Risiko bestehen, wie wenn Finanzen aufgesichert wird, alles Ähnliches als vorher. Wo kann dann logisch Spur gehen? Für dich muss ich mal sagen, Herr Präsident, dass das Wort Spuren, ich werde am mündlichen Rapport vom Herrn Rapporteur nach an der Intervention vom Finanzminister Gast bei den zwei, also an den zwei Tagen, das Wort Spuren nicht einkehren gefallen. Das ist signifikativ für die Regierung, die lieber Geld zu Fenster rausgeht und auf der anderen Seite Geld bei den Steuerzahler sicher geht oder die auf der anderen Seite für den sozialen Aufbau machen. Immer also aufhängen, die für mir proposieren, dass der Staatsbudget sollte man ein gutes Beispiel für gehen, als Spuren, da wo es geht, aber ein Budget von 12 Milliarden muss mehr zu Spuren sein, wie das, was die bis dahin kommt, merken nämlich nicht. Das Zweite, was wir so was präventiv für, wir schwätzen als für eine Schuldenbremse aus, die soll an der Verfassung geändert werden. Wir sind der Meinung, dass in so eine Schuldenbremse an der Verfassung soll ausschreiben zu Zeiten, wo nach weit von dem Punkt weg ist, wo eben ein Kind an Konflikt mit so einer Schuldenbremse dürfen, haben wir alle Ältere für direkt eine Bremse anzugeheimen an Unfängen mit Spuren. Ein dritter Punkt, wo wir als Bemerkung will machen, das Akkord salarial. Ich meine, Akkord salarial, da haben wir an der Debatte über die Lage von der Nation am Mai 2010 hat der Staatsminister von dieser Platz aus gesagt, die Regierung ist der Meinung, dass er an der Fonction publique bis und dann von der Legislaturperiode keine Erhebung vom Punktwert kann geben. Es war also für ein Jahr, wo alle Parteien an die Regierung haben sich für ein Nullrund ausgespart, an aber als führende Gemeindeраtswahlen, wie das immer bei der CSV üblich ist, kurz für Wahlen, als ein Akkord salarial der 15. Juli unterschrieben gegeben, wo ein Prämie von 0,9% für das Jahr 2012 vorgesehen ist, an eine Augmentation vom Punktwert von 2,2%, also praktisch ein Indextranche, den 1. Januar 2013 gibt kommen. Wir müssen also wissen, dass die Regierung schon so klar Mandat hat. Und selber der Staatsminister Datei gesagt hat, die Regierung eine Situation hat, wie sie noch nie hat, wo alle Parteien an der Runde stehen, und sie geht dann hin und möchte einfach so eine Augmentation haben. Das versteht kein Mensch am Land, und ich bin noch mit vielen Staatsbeamten geschwärzt. Sie sind natürlich froh, wenn sie kriegen, aber sie verstehen nicht, für die Regierung zu diesem Zeitpunkt nach kann so beschränkt werden. Das muss ihr wissen. Herr Präsident, ich will das ganz klar sagen, dass wir im Prinzip heute Geld alleine gehen, für Gehälter, die aber keine Sozialfälle sind, für die Gehälter nach zu erheben, und als Kanner, die müssen an 10 Jahren die Emprunt zurückbezahlen. Wir müssen den Staatsbeamten das erklären, dass wir Geld alleine gehen, für als Gehälter zu erheben, inklusive mir, wenn wir als Staatsbeamten bezahlt haben, wir als Gehälter, gehen wir den Emprunt, aber so und so kann wir als für 10 Jahre gut gelassen, und die muss dann 10 Jahre spät gucken, dass die Augmentation, die mehr als für 10 Jahre nach dabei gehen, dass die finanziert kriegt. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, das ist den Index. Das er als viert Beibehalten vom Index, und wir sollen auch eine Message untripartit, wir geben lieber ein Nullraum gesehen, dass ein Akkord getroffen wird mit den Gewerkschaften
sowohl aus dem öffentlichen wie dem Privatsektor, dass soll eng Nullrund machen bei den Gehältern und soll den Index beibehalten, um der Krieg sein Kaufkraft verlust ausgeglacht. Ein weiterer Punkt, dass die selektiv Sozialpolitik. Du hast schon lange viel an drüber geschwärzt gehen und das selbstverständlich auch an dieser Debatte drüber geschwärzt. Genau in einer selektiven Sozialpolitik, du versteht Gibéryen etwas Ähnliches. Der Rapport hört einen relativ klaren Spruch geschwärzt, was die selektiv Sozialpolitik belangt. Ich schon bei heute Jahren Televisionsschäden und da war ein Table Randlo für eine Woche drauf, wo dann Repräsentant von der Chambre professionell war, und auch als ein Rapport in Herr Gilles Roth war, an der Table Rand dabei, und dann hast du natürlich auch darüber geschwärzt gehen, verhindert sich die selektiv Sozialpolitik, die Viersteller, und heute noch ganz klar Antwort gehen, war allerdings vorsichtig und hat an seinem persönlichen Namen gemäht, hat nicht am Namen von der CSV gemäht, weil er weiß nicht, ob CSV so weit gibt, weil er hat nämlich gesagt, den ein Jahresrevenu hat von über 500.000 Euro Joa, für hier in der Meinung, der bricht kein Kannergeld mit zu kriegen. Das hat mich der Sportler erinnert, den Lad immer so heiß gelötet, dass der gut Renner durchkommen ist. Das heißt, als auch mit 500.000 Euro Joa, da hat der Rapport das Lad so heiß gelötet, mengen, der kommt noch da drin. Also an auch die in Dorgife drin, das bringt wahrscheinlich ein Unmaß von Geld an ran, dass das Staatsbudget bei den paar Wochen saniert. Hier an dieselbe Kerpe in der Rapport der Gast Banne geschwärzt, wie von den Kleinspuren geschwärzt wird, wo die Kleinspuren von 200.000 Euro Joa, durch mir geduld, der Rapport der was für eine gesellschaftliche Krise bewegt den sich da, wo sie 500.000 Euro Joa verdienen, an die Kleinspur jeder noch 200.000 Euro auf der Seite hört. Ich würde das als Krise, du hast das ein Sphäre, wo CSV sich dran bewegt. Da muss ich muss doch raus denken, da kann ich nicht mehr matschwätzen. Ich kenne die Leute nicht. Also wirklich, ja. Es gesagt ihnen aber, dass CSV bereit das Pferd durchzugreifen und auf der richtigen Platz am Gange hast du Akzente zu setzen. Und dafür soll dann noch Quellensteuer von 10 auf 15%, wie für die kleinen Leute her sollen getroffen gehen. Aber ich meine, die Leute, die in Hautgelder und die Spurbische haben, die kriegen nicht mehr so viel Zinsen wie die Inflation nicht ausmacht, die verlieren schon all da. Aber wenn dann noch eine Quellensteuer heißt, das ist also ein Encouragement, wie wir nicht mehr zu spüren. Herr Präsident, wenn wir von sozialer Selektivität schwätzen, meine ich, da sollte man gucken, wo hier im Land Bärmut ist. Und wenn wir wissen, dass hier im Land 14,5% von den Leuten unter der Armutsgrenze leiden und ohne Sozialtransferen wären das 45%. Wenn wir wissen, dass alleinerziehende Familien, meistens sind das ja Frauen mit Kindern, dass du 46, also praktisch all zwei alleinerziehende Mann hier im Land leiden unter der Armutsgrenze oder Familien mit mehr Kindern, die auch unter der Armutsgrenze leiden, dann ist es für uns, dass wir da die Sozialselektivität aufbauen und dass wir für alle diese Familien, den alleinerziehenden mit Kindern und Familien mit mehr Kindern, dass wir denen müssen helfen. Und dafür wäre es auch falsch von der Regierung für gerade Kindergeld zu desindexieren. Es wäre falsch für Mammenrennen von 65 Jahren auf 60 Jahre ranzuziehen. Und wir haben noch immer dafür angetragen, dass es Negativsteuer über Kreditempon für alle den Familien über Steuerkredite zukommen zu lassen, die bislang am Anfang die am meisten davon vertreten, das sind die Herr Rotzing, Freunde, die bislang am meisten von der Steuerpolitik profitiert. Wir sind der Meinung, dass es Steuerkredite erfährt, Negativsteuer, da geben die richtig Schleid, das gehen. Dafür proposieren wir auch eine Abfähung für ein Betreuungsgeld, wo wir am Anfang so, wo es soll, all die Familien politisch zulassen, zusammen feiern, an all Familien, die zukommen lassen, an auch all die Maßnahmen sollten unserer Meinung nach der Steuer in den Wurf gehen, sodass dann der Kiez auf dem höchsten Niveau und auf dem niedrigsten Niveau lesen sie ganz, und wir sind sogar der Meinung, es soll den sie heißen, und dann der Steuer in der Werfen, dass dafür das Staatsbudget
finanzpolitisch neutral bleibt, mit der mit Geld dahin sichern, wo es ist, und wir gehen nicht dahin, wo es gebraucht wird. Ein weiterer Punkt, wo wir der Meinung sind, dass wir eine Reform kommen, als bei den Renten, und das sowohl privat und öffentlich, ich meine, darüber haben wir keine Diskussion mehr, zu feiern, ich meine, alles, was wir Werten ändern, gehe ich davon aus, dass das für die zwei Regime ist, dass wir da keine Differenzen mehr machen. Wir haben als ADR zu einer Proposition gemacht, für dass also ein Pensionssystem muss langfristig aufgesichert sein. Mit einer permanenten Wurstung von 4% wird das System langfristig aufgesichert. Froh ist aber, ob man dann die Konsequenzen von den 4% bewusst wird. Erstens, ob wir fertig bringen, für permanent 4% Wurstung zu machen, das dezidieren wir nicht zuletzt selber, das geht auf dem Niveau von der Weltökonomie dezidieren. Und auch wenn wir die Wurstung hätten, was das Gift bedeutet, dann muss man wissen, dass wir am Jahr 2050 1,5 Millionen Beitragszahler haben und dass wir dann, als das Problem nicht gelöst wird, das geht ja dann immer viel, am Jahr 2070 sind wir schon bei 3 Millionen, und da wird das Problem noch nicht gehen. Da muss man sich vorstellen, wollen wir die Entwicklung ja oder nein? Mir so ganz klar, wir wollen die Entwicklung nicht. Aber wenn in die Entwicklung nicht fällt, wenn in die nächsten Generationen das nicht fällt, so müssen, dass das gesellschaftlich sich Mist so entwickeln, dann muss ich auch bereit sein, für etwas zu ändern. Wir haben eine Reihe von Propositionen gemacht, ich kann als Zeitgründe noch nicht mit dran. Der Minister soll ja dieser Tag oder das Jahr nach 10 Propositionen auf den Tisch legen. Wir sind der Meinung, dass wir das zusammensetzen und verständlich schwätzen, für Lösungen zu sichern, mit klar aus, wenn er nicht System ändert, wenn er so viel lebt, dann läuft man eine Katastrophe an, weil da kommen wir nicht allein, statt wir die kommenden Generationen so etwas abbieten, was kein von uns will machen. Dann der Punkt nach der Finanzierung von Europa. Wir wissen, dass von der Europäischen Kommission proposiert wird, eine Finanztransaktionssteuer anzuführen, wovon 1/3 soll an den Nationalbudget fließen, und 2/3 soll an den EU-Budget fließen, an TVA, wo soll 1% von der TVA auch an den EU-Budget fließen. Zum Prinzip gewiss so, dass wir als ADR dagegen sind, dass es europäisch Steuern gibt. Steuern dürfen für uns nicht mehr national sind. Das europäische Budget darf nicht mehr von dem nationalen Budget finanziert gehen, und die Einzelstaaten dezidieren lang als selber über hier Steuern. Wenn ein Akkord gefunden gibt für eine Finanztransaktionssteuer, die dann auf dem nationalen Plan angefordert gehen, die mitgehen, dann aber nicht mehr unter den Konditionen, dass die über die Grenzen von unserem Land, über die Grenzen von Europa, die rausgehen, und dass auch alle anderen Länder, wo Finanztransaktionen stattfinden, wie das England, Schweiz, Singapur oder Hongkong, auch damit applikabel sind. Da muss ich noch wissen, dass durch die Abführung von einer Finanztransaktionssteuer geht halt zuletzt durch das Geschäft mit den Derivaten wegfallen, sind wir informiert. Dann ein anderer Punkt, den ich muss wissen, gibt das europäische Budget direkt über eine Finanztransaktionssteuer finanziert gehen, die für Länder wie Lützeburg, die eine relativ kleine Ökonomie, aber einen starken Finanzsektor haben, prozentual vis-à-vis von den anderen Staaten mehr an das europäische Budget, an das europäische Käse abbezahlen, wie das die anderen Staaten gift machen. Das kann nicht sein, und dafür darf als Regierung, als Meinung noch, auch so eine Regelung nicht zustimmen. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, muss ich aufpassen, dass Schaffen sich rentieren. Wir müssen feststellen, dass die Differenz zwischen dem RMG und dem sozialen Mindestlohn für die Gesellen liegt die Differenz nach unter 200 €. Wenn ihr dann noch bedenkt, dass die Schaffen geht nach Kästen mit Deplacementen und so viel, sodass ihr da vielleicht ein Junggesell, ob er schaffen geht oder nicht schaffen geht, ob den Mindestlohn oder den RMG kriegt, das ist das selbst. Und wir sind der Meinung, dass Schaffen, muss interessant gehen, und dürfen deponieren wir auch eine Motion, wo die Regierung soll eine Etude machen über den Weg von den Steuern für Kreditdempoten anzufeiern, die dann auch den Mindestlohn bezahlen entgegen kommen, und dadurch über den Weg von den Steuern der Mindestlohn geheischt gehen. Das gesagt, Herr Präsident, komme ich zum Schluss. Wir sind als ADR überzeugt, dass die Leute am Land bereit sind, am Interesse von der Zukunft von diesem Land an die kommenden Generationen für gewisse Sakrifice aufzustellen. Unter der Kondition, dass die Regierung Klartext schwätzt, Transparenz an den Staatsfinanzen möchte. Und ich erinnere an eine Reihe Zollen an der Körperschaft.
dass die Sakrifice sozial gerecht verdeelt gehen, dass die Situation von einer längeren Zeit in der Familie man kann an Priorität geregelt gehen, und dass die Leute, die mehr verdienen, dementsprechend auch müssen mehr drohen. Gerechtverdelung zwischen physische Personen, öffentlichen und Privatsektor, physische Personen und Gesellschaften. Wenn die Leute Gefühl kriegen, dass die Last sozial gerecht verdeelt ist und dass jeder sein Obolus zu seinen Möglichkeiten dreizehn verzicht, dass die Lützeburger bereit sind, und noch mehr als Oppositionspartei, die wir einmal zu gehen, für auch diesem Land an unsere Kanne eine schöne Zukunft zu garantieren. Es soll nicht mehr sein. Merci.